Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur und möchte euch herzlich zum Jahresabschlussgespräch begrüßen. Also, heute gehen wir uns einfach mal die Blaster, die Projekte, die wir dieses Jahr so hinbracht haben, durch. Wenn ihr wissen wollt, was ich mir vorgenommen habe, dann müsst ihr den Jahresrückblick, die Vorsätze, Neujahrsgespräch, Neujahrsansprache anschauen. Ich verlinke es euch unter, das kennt ihr ja. Da wisst ihr, was ich mir vorgenommen habe. Aber das, was ich mir vorgenommen habe, ist noch nicht das, was ich erreicht habe. Alles 2 Ausnahmen, auch positive Ausnahmen. Ich habe mir nicht vorgenommen, einen zweiten eigenen Blaster zu machen und einen dritten schon gar nicht. Den dritten habe ich jetzt, der ist schon nicht ganz verkleidet. Das ist 666 Abonnenten-Special. Und wenn ihr fleißig wart, habe ich vielleicht auch schon 4 gemacht. Das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Produzieren wir so einen Monat bis 2 vor. Das heißt zurzeit, gerade bei mir ist Ende November, da einfach offen zu sein mit euch. Werdet euch nichts vormachen. Aber heute gehen wir mal durch, was wir da so erreicht haben. Und dann morgen schwätzen wir, was wir nächstes Jahr erreichen wollen. Und denke, wir machen auch nochmal einen Vergleich mit den Blasters, die wir dieses Jahr so geschafft haben. Im Vergleich zu denen, die wir nächstes Jahr schaffen wollen. Bei denen muss ich erstmal reparieren. Da ist Schieberle kaputt. Aber ja, das ist halt eine Teile, das man ausdrucken muss. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Das mal vielleicht mit ein bisschen mehr Infill. Das kann ich mal allein machen. Das ist elende Schrauberei. Und auch noch das erste eigene Blasterle. Und ich habe mittlerweile, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, auch einen Patreon-Kanal. Da hat er jetzt einen dritten Blaster habe ich hochgeladen. Zudem nicht, da ist der Schwungrädlerskäfig anders. Da sind so Worker Nightingale Schwungrädler drin. Und da sind eher so günstigere drin. Aber da habe ich, und das war ein bisschen Fehler, das ist auch noch mit Mittelfinger. Von Mittelfinger ist das eher gut. Aber er sieht halt schon schön aus. Also das muss man dann lassen. Und da ist der Griff weiter hinter, das ist dann schon. Aber wobei, ist eigentlich praktischer, wenn der Griff weiter vorne ist, weil das macht den ganzen Blaster kompakter. Mein Gott, von der Optik tut's der. Und da hat man etwa dieselbe Schulterstützelänge. Eigentlich ist der noch viel weiter nach vorne. Das könnte man wahrscheinlich auch einfach machen. Ich meine, das kann man ziemlich unabhängig bewegen. Aber ja. Zudem, mit den günstigeren Motoren habt ihr die Datei auf jeden Fall schon auf Thingiverse, nicht auf Thingiverse, auf Ding. Auf Patreon kommt der da nicht durcheinander. Und da könnt ihr auch selber das für euch modellieren. Sagt mir halt Bescheid, wenn ihr das irgendwo anders hochladen wollt. Das fände ich schon nett. Aber ja, mache da eigene Sache, zeigt es mir. Das ist ja völlig klar. So. Also, sonst, wenn ihr das irgendwo hochladen wollt oder so, dann schwätzen wir das vorher miteinander. Das ist Handy. Das muss einfach so. Also, das gehört sich so. Das denke ich. So. Eigene Blaster. Das habe ich auch nicht erwartet. Also, als ich den Kanal angefangen habe, dass ich da mal eigene Blaster mache. Und was wir damit nächstes Jahr so machen, das schwätzen wir morgen. Und dann packen wir das mal ein bisschen in den Hintergrund. Dann haben wir da noch so ein Riesenprojekt. Das habt ihr so noch gar nicht auf dem Kanal gesehen. Das habe ich gerade vorher fertig gemacht. Natürlich testet, ich meine, da muss der Lipo oder nein, der Deckel passt noch nicht ganz, der muss ein bisschen größer sein. Aber ich habe das jetzt gekürzt. Das war immer vorher halt die Länge, so wie ich es gekriegt habe. Und habe die Schulterstütze dann montieren können. Das ist ein Riesenwumme. Das hat er Gewicht immer noch, obwohl da also die ganze Ecke fehlt. Das ist mein halbautomatischer Riken. Das ist ja. Bin ich stolz drauf, also dass das klappt hat, dass das funktioniert hat. Ja, da gehört noch Schrauben rein. Aber wir brauchen nächstes Jahr auch noch Geschäft, weil die ist jetzt so weit fertig, dass ich sagen kann, es funktioniert. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Was ihr nicht gesehen habt, das Teil habe ich nochmal neu gemacht. Das habe ich nochmal so gemacht, dass es jetzt keinen Spalt hat. Das habe ich nochmal neu gemacht. Das habe ich so gemacht, dass es nicht wackelt. Und gleich mal
Gleich mal ein Magazin verschossen. Das, ja, ein bisschen rumbasteln muss man schon auch. Ja, das Orange passt wohl nicht ganz, also, aber ja. Bin da schon stolz drauf. Man, hier fehlt noch ein bisschen. Bei dem Motor fehlt noch was. Ja, das gefällt mir schon. Weil man hätte die Elektroniker sicherlich auch reinquetschen können. Ich meine, die da habe ich ja hauptsächlich absichtlich schon nach oben gesetzt, dass sie ein bisschen rausguckt. Das hätte man schon alles machen können. Und die Sicherung hätte man auch einfach Leute nehmen können. Also, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ich glaube, 20 Ampere Sicherung bei den Käbeln. Ja, das sieht halt cool aus. Also das. Aber ich glaube nicht, dass die Sicherung mehr bringt wie die Käbel selber. Also da schmutzt der vorher der Käbel wahrscheinlich durch. So wie ich denke. So, dann haben wir hier generell Platzproblem. Weil wir haben einiges geschafft das Jahr. Das. Und nach hinten. Dann haben wir hier die Double Punch. Da haben wir so simple Modifikationen, dass da IMRs reingegangen und alles. Haben wir zerlegt. Das war eher kleine, also abgesehen davon, das Teil dann aber wegzukriegen, war das eher Kleinigkeit. Aber guck so, ja, das ist ein nettes Video. Ich mach auch mal schön, weil man braucht einfach Projekte, die einfach gegangen. Dann haben wir da die Evader. Ja, die war beim letzten Video noch nicht so dreckig. Das ist ja das ganze schwarze Zeugs da drin. Die Schwungräder, die Hobel, da halt schon ab. Da sind jetzt keine Batterien drin. Könnt ihr eigentlich das Video gucken. Das kann ich nicht empfehlen, wenn ihr einfach das Blastel zu modifizieren haben wollt. Also, ja, es gibt Dinge, die machen einfach mehr Spaß als die Evader. Also, die wieder zusammenzukriegen und das alles, das war schon ein Gefuddel. Ja. Aber, ja, ich finde sie schön. Man hätte vielleicht alle Kabel auf Farben machen können, aber, oder das Kabel da auch grau. Das ist im Nachhinein noch gekommen, als ich es dann angeschaut habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist er zu, jetzt bleibt es zu. So. Ui. Die Evader noch hinter, so. Also, wenn ihr das Video im Schnelldurchlauf haben wollt, müsst ihr einfach meinen Kanal durchgucken, was ich das letzte Jahr so gemacht habe. So. Dann haben wir nochmal Riken. Meine Version der 3 Strike. Das ist da auch noch. Ein bisschen staubig ist die. Ja, mit der spiele ich nicht so häufig rum. Aber da hat der Riken vollautomatisch oder halbautomatisch, habe ich da noch die Doyle genommen. Und das dann weitergeführt. Und da noch das Doyle da noch. Oder die Doyle, dass das einfach, ja, eine Linie gibt. Das hat mir sonst nicht gefallen. Dann haben wir da noch mehr Staub. Da die Endkappe, dass da noch der Anschluss weg ist. Da noch Raketenhalter. Einfach, dass die Schiene auch benutzt ist. Haben wir da Zielfernröhrle. Ja, das wollte ich auch einfach benutzt haben. Das da hält man da, wobei das passt so. Da haben wir das noch. Muss ich mal gucken, das muss. Ich meine, warte, die Datei so Stück für Stück, wenn ich es noch nicht gemacht habe, werde ich so Stück für Stück auf Patreon hochladen. Da könnt ihr auch, was auch immer, abholen Dollars oder das kostet noch nichts. Von daher, das wird auch so schnell nichts kosten. Weil mir ist wichtig, dass man da eine Community aufbaut. Und nicht, dass ich damit was verdiene. So. Ja, das hat mir schon. Die Kombination hat mir schon irgendwie gefallen, aber das hat mir nicht gefallen, dass das. Ich meine, das Gott ist jetzt nicht mehr so modular. Gut, das ist nur mit doppelseitigem Klebeband geklebt, also das ist jetzt deswegen nicht kaputt, aber. Oder? Nicht. Das ist deswegen trotzdem nur zerlegbar, aber man muss halt das doppelseitige Klebeband wegmachen. So. Dann haben wir da nochmal ein Riken. Und die sieht eigentlich ganz brav aus. Das habe ich mir ja auch vorgenommen für das Jahr. So ein braver Riken zu bauen. Oder so. Ja, so einer, die so ganz brav aussieht. Aber wenn man da vorne
Lauf wegmachen. Dann seht ihr schon, die hat jetzt BK und alles. Nicht kein BK. Hey, babbeln Scheiß. Schwätzchen Scheiß. Die hat ein PK. Plastik. P für Plastik, nicht für Bearings. So. Und guckt mal das Magazin an. Da seht ihr, das ist für halbe Pfeile. Da habe ich ein bisschen 3D-druckte Teil. Da haben wir noch die Magazinführung und rein. Da seht ihr innen drin. Das ist nicht ganz so Serie. Und das mit dem Heißkleb gefällt mir nicht, den man da sieht. Aber das ist jetzt, ja, das könnte man, weil das brauche ich bei dem Magazin schon. Das hätte ich auch da noch irgendwie montieren, in der Gegend irgendwie montieren können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Aber das war halt einfach vom Original weggemacht und dann halt nachgeklebt. Das könnte man schon alles besser machen. Das wäre schon. Da könnt ihr auch mal 3D-druckte Datei machen. Aber, wie schon gesagt, man braucht für nächstes Jahr noch Geschäfte. Und dahinter seht ihr die Schulterstütze. Jetzt da habe ich auf Fingerwurst, glaube ich, mal einer gefunden, die das stabilisiert. Und davon habe ich mich inspirieren lassen. Weil da haben mir die Übergänge nicht ganz gefallen. Das hat irgendwie, ja, nur so halb zu den. Außerdem waren die Verbindungen waren mir irgendwie zu filigran, dass das irgendwie sauber halt, dass man das halt sauber rausdrücken kann. Und das Unter hat mir halt gefällt. Das habe ich dann ergänzt. Und man könnte es vielleicht ein bisschen, der Teil da noch ein bisschen noch glatt ziehen, aber sonst da vielleicht noch eine Ecke mehr rein. Aber das sieht soweit, gefällt mir soweit eigentlich. Vor allem ist der Hanne jetzt sehr bündig mit allem. Auch hinten dann. Das ist. Ich meine, was ich mir eigentlich noch vorgenommen habe, war da das Lämpchen, das da unten dabei ist. Der ist nur zu modernisieren. Zielvisier fällt hier auch. Aber das habe ich jetzt halt nicht günstig gefunden. Und bei meiner Originale wollte ich das dann jetzt halt auch nicht wegmachen. Weil davon habe ich jetzt zwei. Was ich auch noch gemacht habe, da deckt der Abschluss. Das einfach. Weil ich habe mir als zweiter bloß gekauft, weil das günstiger war, dass ich all vollständige habe. Und ich habe von der einen hat das untergefällt und ich glaube das Zielvisier. Und dann habe ich halt zwei unvollständige gekauft, dass ich all vollständige habe. Und dann bei der anderen habe ich gedacht, komm, die modifiziere und dann ist gut. Und ich bin damit recht zufrieden. Also das ist ein witziges Blästerle. Ich habe so ein bisschen ein Faible für die Riken. Also wenn man da jetzt auf dem Tisch rumguckt, hier sind schon einige Rikens. So. Ja. Uiuiuiui. Ich glaube, ich muss im Schnelldurchlauf mal das alles wieder wegräumen. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, der Tisch ist wieder leer. Dann können wir wieder einen Streif draufpacken. Und da haben wir zwei das dieses Jahr gemacht. Ich meine, die beiden sind ziemlich identisch. Das ist eine ziemlich einfach, eher optische Modifikation. Also wir haben da, soweit ich weiß, ihm auch rausgemacht. Damit wir da so Ding. Alles, der Temperatur. Heute erzähle ich einen Stuß. Temperatursensor haben wir rausgemacht, dass wir ihm aus einbauen können. Und das nicht sofort. Das einfach ein bisschen mehr Spaß macht. Also ähnliche Modifikation wie bei der Double Punch. Wir machen dann nächste Woche oder übernächste Woche mal einen Vergleich zwischen die ganzen Blasters, die wir das Jahr so gemacht haben. Und vielleicht auch, und dann auch die Blasters, die wir letztes Jahr so gemacht haben. Also den Frontgriff, den habe ich letztes Jahr schon gemacht. Das dahinter habe ich letztes Jahr auch schon gemacht. Was neu ist da oben. Das Teil, dass das da vorne einfach fließend ineinander übergeht. Das so. Das ist halt einfach ein bisschen staubig. Das ist halt, ja. Ich meine, das riesige Ding da ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Aber es sieht halt cool aus. Und dann können wir auch gleich mein originales Streif. Also mein blauer Streif.
Da haben wir einiges gemacht. Da wollen wir nächstes Jahr auch noch. Da wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen was machen. Das erfahrt ihr dann morgen, was ich so vorhab. Auf jeden Fall haben wir da das Jahr Schulterstütze gemacht. Die ist neu. Da habe ich ja vorher bloß so eine Kappe drauf gehabt. Da habe ich da auch noch einfach nochmal eine Orange rausgedruckt. Das ist auch. Da ist ja das Endstück da. Das habe ich da auch noch schön gemacht. Da mit der Rundung noch. Da ist ein bisschen abkantiger. Oder halt mal ein bisschen mehr Platz. Dann kann man die Rundung noch schön auslaufen lassen. Und da ne, ja, ist ein bisschen knapp die Schulterstütze, aber ja, was soll's. Da. Den Lauf habe ich letztes Jahr, glaube ich, schon gehabt. Was neu dazu kommt, ist das Ziel von Röhrle, auch mit der Schräge. Weil mir hat die Ecke hier nicht gefallen bei der Streife. Die ist auch Deckele. Da haben wir so Worker-Schwungrädlerskäfig drin. Mittlerweile habe ich da noch einen Lauf gemacht, da kann man auch noch so einen Alulauf innen rein. Das ist einfach, habe ich da auch gehabt, das aufgeräumt ist. Dann könnte man auch einfach rausziehen. Und das ist schon eher von Lipo ausgelegt. Gucken wir mal rein. Den Teil habe ich in meinem ersten Jahr gemacht. Das ist alles noch nicht so gut. Ja. Wenn wir dann schon bei Streif sind, dann können wir eigentlich auch gleich nochmal die Swartfish angucken. Die habe ich auch gemacht. Also das ist, was heißt auch gemacht? Ich meine, da haben wir das jetzt zusammengebaut, aber da ist halt schon einiges anders. Auch noch für ganz lange Pfeile. Müsst ihr überlegen, ich habe glaube nicht arg viel Schwungrädlersbläster für kurze Pfeile. Ich meine die eigene, klar. Aber sonst Schwungrädlersbläster für kurze Pfeile. Wüsste ich gerade gar nicht, dass ich überhaupt einen habe. Die sind glaube alle nur für lange Pfeile. Ich meine, was wir hier haben, ist ein eigenes BK. Das habe ich selber entworfen müssen, weil ich habe nichts gefunden, was vorgefertigt passt. Weil sonst, das muss halt vom Lauf, oder auf den, da ist ein Alulauf drin, kann ich euch irgendwie so schräg halten, dass ihr den Lauf seht. Seht ihr da noch, da seht ihr das Alu durchschimmern. Da geht da mal das Stückchen durch. Da ist dann ein Lauf drin. Ja, da habe ich da auch noch die Teile dazu gemacht. Und das ist ein blaues Druck, das heißt nicht mehr. Oder es ist modifiziert von mir, glaube ich. Das ein bisschen anders ist, aber mein Design ist nicht, das habe ich von Thingiverse. Das habe ich entworfen. Das ist, weil mir der Spalt nicht gefallen hat. Und da noch was Neues. Einfach. Warum auch nicht? Das ist das Magazin vom eigenen Blaster. Das habe ich da verwendet. Design. Und da noch ein bisschen die Front. Weil die originale Front, die da bei dem Chris Vector Kit dabei war, nicht so cool aussah. Oder da das Ganze irgendwie auch mit den Spalten nicht passt und das hat mir dann nicht gefallen. Und natürlich innen drin ist auch alles blau. Also mal abgesehen von der anderen dem Metallteil, aber das habe ich dann auch bei der Gelegenheit einfach mal entworfen. Ja, warum auch nicht? Da seht ihr, die Front habe ich auch selber gemacht, weil die war auch in so einem Orange. Das hat mir nicht gefallen. Und da war auch so Dingfront von der Streif. Und ich habe da noch, für die Streif habe ich die Front ja auch schon gemacht, weil das war auch noch orange. Also da ist auch kein Orange da mehr drin, das ist alles schwarz. Da haben wir Farbseuche entfernt. Wie der Herr da aus Frankfurt so sagen, der macht das ja nicht, aber ich habe jetzt bei meinen Blasters alles orange schnell raus. Vor allem bei so einem transparenten Blaster ist es halt schon, ja, die sieht schon besser aus. Da haben wir jetzt ein bisschen Silber, haben wir da Spannungsanzeige drin. Da ist Knöpfle dafür. Da sind jetzt keine Batterien drin. So, und wenn wir dann schon bei Schwungrädlers Blaster und Worker sind, gucken wir da uns doch noch die Dominator an. Es ist halt, ja, das ist ein Trümmer. Da habe ich dann auch noch mal einen Lauf übrig gehabt. Den wollte ich dann einfach ein bisschen verkleidet haben. Das
ich dann mit transparenten. Ja. Das Magazin war eher ein Fehlkauf, da habe ich mal nicht aufgepasst. Da seht ihr, da habe ich das Schieberle habe ich anpasst. Das ist auch. Ja, ich habe ein bisschen mit rumgespielt. Aber das macht immer gar so viel Krach und gar so viel Krümel. Aber Gott, das sind halt 3 Stufen. Also das ist schon heftig. So sieht es von der anderen Seite aus. Aber transparente Schwungrädler. Und da habe ich auch alles, was orange ist, entfernt. Also dann auch. Der ist der Honne. Das ist, glaub. Oder war das von der. Habe ich das von der Streuf gefunden oder von der Rieken? Alles von beiden. Weil das ist ziemlich ähnlich wie das von der Rieken oder von der Prophecy. Und das eine ist ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht mehr, welches das Originale war, als ich auf Fingerwärts gefunden habe. Das andere habe ich anpasst. Aber nicht mein Entwurf. Wobei, vielleicht entwerfe ich sowas auch mal selber. Dann habe ich da ein Modell dafür, dass ich es simpler anpassen kann. Weil die Modelle, die ich auf Fingerwärts immer so finde, die haben gar so viele Punkte. Wo man denkt, das ist ein funktionales Teil. So wenig Punkte wie möglich, dann kann man es leichter anpassen. Also da brauchen wir keine Rundung und sowas. Das kriegt der 3D-Drucker sowieso nicht so gut hin. Und vor allem, man sieht es noch nicht. Heieiei. Stehst du Dreck da drin? Ja, deswegen nehme ich kein bunte, sondern schwarze Pfeile. Das ist ja gar so schlimm. Also wobei, sieht schon. Also ganz, ja, so richtig schön ist auch nicht. So, jetzt sind wir da. Ah, ich würde sagen, ich räume das wieder ab. Weil das ist jetzt thematisch. Passt das jetzt einmal, da haben wir einiges gemacht. Da haben wir natürlich die Ausspannungsanzeige hier. Da ist jetzt kein Lipo drin. Daher. Ja, da bräuchte man eigentlich da auch noch mal irgendwo noch was drunter ist, so irgendwas mit. Aber das kommt nächstes Jahr dann, dass man dann da noch was drunter machen kann und dann drauf schießen kann, wenn man in der Ecke geht. Ja. Der jetzt sage, ich räume das mal im Schnelldurchlauf ab und dann machen wir das nächste Thema. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich da meine Powerbell. Muss ich auch mal, wenn ich dran denke, vielleicht noch die Datei auflegen. Oh. Auf. Hey. Gedächtnis. Auf Patreon muss ich es hochladen. Jetzt ja, so langsam wird es Zeit für Feierabend. Die habe ich irgendwann mal günstig gekauft. So ein Paketle. Oh, da hat der Deckel gefällt und habe gedacht, komm. Da kannst du selber was entworfen. Foto gemacht von der Ansicht und das dann ein bisschen anpasst. Ja, so ganz ideal ist nicht. Vor allem die Schraube passt nicht ganz. Das ist so komische Schraube, da irgendwo so dazwischen drin. Ja, krass sag ich's. Die Schraube passt nicht ganz. Ja. Irgendwann finde ich vielleicht auch mal die passende Schraube. Packen wir die gleich mal wieder weg. Weil das ist so. Wobei, lassen wir die nochmal da. Dann packen wir da auch noch. Ja, leidiges Thema, was wir das Jahr gemacht haben. Aber nicht erfolgreich abgeschlossen. Das ist mein Stampede. Und dann seht ihr, das sollte eigentlich für halbe Pfeile und alles. Und das Ding geht halt nicht zuverlässig. Also ich weiß. Die ist. Ja. Irgendwie. Oder nochmal gesagt, der Lauf könnte vielleicht das Problem sein. Dass der dann vielleicht. Das dürfte eigentlich kein Problem machen. Da ist ja nochmal ein anderer Lauf innen drin. So seht ihr. So Alulauf. Ich glaube, das löst immer noch nicht richtig zuverlässig an der richtigen Stelle aus. Aber ja, die ist stabil. Wir packen es weg. Man muss auch manchmal Misserfolge haben dürfen. Wir packen die Powerbell weg. Die Schraube ist jetzt irgendwo im Nirvana. Da liegt sie gut. Und dann gehen wir zum Thema, das mir ein bisschen besser gefällt. Hebel des Blasterlers. Da haben wir mal X-Shot Lock. Das ist da noch. Da kann man das verstellen. Ach, das muss man zuerst. So. Und dann geht es nicht mehr. Und das ist ganz einfach so knackert. Das fängt mit dem an und hat da.
Wenn das jetzt da noch rumdreht. Kann man das? Ne, jetzt ist. Aha, so ist verschlossen, dann kann ich das rumdrehen. Wenn ich das jetzt da habe. So, und dann spüre ich das schon. Also da hat man eine App dazu, aber das braucht man nicht unbedingt. Braucht das mit dem Codescanner und was weiß ich. Das sieht halt cool aus. Aber da waren wir die Schlaufe da nicht groß und dann haben wir da so Einsatz gemacht. Das ist da nicht ein bisschen so TPU, das ist ein bisschen gummiartig. Da kann man da noch. Oder auch so. Und das dann mit dem Daumen auslösen. Das geht recht gut. Habe ich getestet. Und weil mir Hebel das Blaster so gefallen, habe ich da noch weitere. Habe ich da so ein Winchester Modell da gekauft. Das hat man ein bisschen zusammenschrauben müssen. Das ist ein bisschen einfacheres Dingele. Und ja, da hat mir nicht gefallen, dass da oben so Picatinny Rail war. Das haben wir da einfach überdeckt mit einem Zielvisier. Oder mit, ja, so sieht es einfach besser aus. Also ich finde, da so Picatinny Rail, das passt einfach nicht zu dem Bleisterle. Na, vorne dann so Kornraum. Das passt besser. Weil wir das Ganze auch als die Variante haben, die ein bisschen mehr Gewicht hat, mehr Metallteile, habe ich das auch noch für die Variante gemacht. Das ist da ein bisschen anders gelöst gewesen. Da ist da also so Würfel, so Quadrat drunter. Ui, Scheit verkratzt. Ja. Ja, mit der spiele ich schon gelegentlich mal rum. Die macht halt auch richtig Spaß. Die hat ein schönes Gewicht. Das geht schon recht gut. Das ist, ja, wenn einem das Ganze nicht so wichtig ist mit Gewicht und allem, dann geht das ein bisschen auf Seite. Und dann können wir passend zu Hebel des Bleiherstellers, brauchen wir noch Hammer des Bleiherstellers. Haben wir, ja, bei dem da haben wir einfach ein bisschen Designteile anbaut. Das ist schon okay. Dann machen wir nächstes Jahr mal Übersicht über alle Hebel des Bleiherstellers. Das zähle ich jetzt mal zu Hebel des Bleiherstellers. Das ist eher schuld, aber hat der Hebele. Das hat mich auch zu weiterem inspiriert, da gehen wir gleich drauf ein. Der andere haben wir uns das Hebel anders gemacht. Das war einfach auch mal nötig. Das ist noch nicht ganz ideal. Vielleicht braucht es nur Iteration. Aber ja, vielleicht nächstes Jahr. Und dann haben wir alles gemacht. Ein Dreistreik mit Hebele. Für die linke und für die rechte Hand. Hopp. Ja, sag mal. So muss das. Dann kann man dann mag die Pfeile noch nicht überall suchen. Da kann man dann das auslösen. Und das ist Nachrüstlösung ohne Kleber. Und das ist dann einfach da noch aufgesteckt. Da ist ein bisschen, ja, Spaltmaße habe ich nicht ganz so. Da ein bisschen Papierkleber dazwischen, dass das halt schön abpresst. Dass man das auch nicht verkratzt. Da haben wir eine Variante mit Kleber. Ja, so langsam wird der Korb leer. Das ist dann die da hinten. Ja, da habe ich mal was Rotes druckt. Ja, für jede Hand alles. Video findet ihr auch. Das habe ich gegen Ende des Jahres gemacht. Das habe ich mir auch vorgenommen, da Scholt mit Hammer zu haben. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon Scholt, dann kann ich auch mal 3 nehmen. Von denen haben wir ein paar da gehabt. Also haben wir gedacht, das ist dann besser, weil was brauche ich? Hammers Scholt, wenn ich nicht mehr Schuss drin habe. Und dann haben wir noch oh, ein paar Sachen. Die da noch. Also, erste Mal, guck mal. Das ist eine Serie, so sieht es im Original aus. Das ist auch Sweet Revenge mit Ninja Turtles Lackierung. Und die Front hat mir einfach nicht gefallen. Aus dem Grund habe ich da auch noch
Und da haben wir schon die Front geändert, weil das sieht halt so abgehackt aus. Und das gab es halt für das zumindest. Zumindest habe ich nichts gefunden, dass es fertig schon gab. Dann haben wir das da auch noch so gemacht. In der Reihe modifiziert. Und das Hunde, wenn wir schon dabei sind, machen wir das auch noch. Das sieht jetzt schon wild aus. Und so sieht es halt cooler aus. Also bin am Überlegen, ob ich das da in der Mitte aufsplitt. Auf die Schraube verzichten wir dann. Und dass man das dann mit dem Gehäuse verbindet. Und das könnt also einfach da das Ganze mit dem Gehäuse, dass es alles ist. Und dann kann man das nachher lackieren. Das. Aber so prinzipiell, ich meine, so ist halt modular, so ist nachrüstbar. Und das Innen müssen wir bei dem auch noch machen. Das kostet halt, dass man bei dem dann das alles mal sauber macht. Wenn ich da mal Anleitung mache. Das will ich schon für 2 Hände haben. Aber mit dem Hebel bin ich nicht ganz so glücklich. Und das ist eigentlich besser. Aber das habe ich das schon gemacht. Vor allem das passt eigentlich nicht ganz auf die Sweet Revenge. Die ist da wahrscheinlich ein bisschen. Da hat die. Hoppala. Sieht das da aus? Ich weiß nicht, warum das Nachrüsthebel da noch nicht ganz passt hat. Weil das müsste eigentlich ziemlich ähnlich sein. So. Ah ja, halb so wild. Auf jeden Fall, mit der Optik bin ich glücklich. Die Optik finde ich jetzt nicht ganz so gut. Die Farbe gefällt mir noch nicht ganz, also da müssen wir gucken vielleicht. Also das Ninja Turtle Dingens da, das gefällt mir nicht ganz. Das Lila finde ich schon cool. Aber da gucken wir noch, was man so macht. Dass man das so nicht hinkriegt. Und vielleicht das können wir auch, den Teil könnt ihr auch so viel größer machen, dann kann man den Schwung da vielleicht noch mitnehmen. Das da noch mal reingegangen lassen. Das kann man alles noch machen. Da unten vielleicht noch. Ja, das ist ein bisschen anders. Ich meine, da können wir noch Iterationen machen, sicherlich. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Das ist doch klar. So. Dann haben wir den Teil. Der jetzt sage, hier räumen wir ab. Dann schwätzen wir über die nächste Runde. Bis gleich. So, Odele ist wieder leer. Haben wir noch 4 Blaster, über die wir reden müssen. So. Und als erstes von den letzten 4. Ja, meine erste Prophezie. Mit dem Blaster, mit dem alles angefangen hat. Aber wir sonst nicht die ganze Zeit gegen die Wand lehnen. Upp. Tschüss. Normal, dass das alles so dreht. Heieiei. Bin verwirrt. So, gescheit zu. Das sollte sich doch nicht so drehen. Hey, ach, da haben wir. Das ist doch. Hey. So. Jetzt, was seht ihr? Das haben wir gemacht. Dass das gar so silbrig aussieht. Das versteckt man ein bisschen nach unten. Das hätte ich so machen können, dass der Worker-Schriftzug entweder verdeckt oder komplett verdecken lässt er sich nicht. Aber ja, das hätte sie halt auch. So ein schöner Blau wäre schon cool. Dann hätte ich mir die Mühe da vorne nicht machen brauchen. Dann hätte ich es einfach sichtbar gelassen. Aber ja, da haben wir einen Pumpgriff nochmal gemacht. Ein paar Teile innen. Und der Schlitten in Blau, das wäre noch cool. Das ist da auch noch gerade. Das Ding, das war glaube ich noch orange zum Schluss. Das ist auch jetzt das ist alles blau. Das ist alles blau, silber. Je nachdem, was für Farben man halt gefunden hat. Ich mag das Bleistift immer noch. Das, ja, man, das da noch ein Blau, das wäre dann schon noch cool. Oder ein Silber. Also, falls da die Firma zuhört, das hätte ich noch gern. Macht das mal. Ansonsten muss ich mir halt überlegen, wie man das vielleicht selber macht. Und
damit die blaue Prophezie nicht ganz so neu ist. Und weil der Blaster wieder, der Blaster-Ingenieur ein Jahr älter geworden ist, haben wir eine zweite Prophezie gemacht. Also jedes Jahr, alle Jahre wieder, bauen wir eine Prophezie. Wobei das kein Versprechen, es gibt ja auch Grenzen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir gucken uns die rote Prophezie an. Also da gab es viele Teile nicht, als alles, was ihr jetzt hier so 3D-Druck seht. Musste ich halt gucken, dass ich das selber... Und Griff gab es keinen in Rot. Magazin gab es nicht in Rot. Dann hat oben die Schiene gefehlt. Schulterstütze nicht. Das haben wir alles selber gemacht. Dafür gab es Triggerle, gab es in Rot. Und ja, das da müssen wir noch durch Rot ersetzen. Und das habe ich gesehen, dass es das in Rot gibt. Mittlerweile. Und ich glaube, das Ding, das müsste auch rot sein, ja. Das Gefäß da. Oh, frag mich nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall haben wir das Magazin entworfen. Also den Teil habe das Schieberle, da habe ich nicht entworfen, aber der Rest habe ich entworfen. Das ist ganz praktisch. Da haben wir Magazin für halbe Pfeile. Das sind so Öffnungen reinpasst. Und vor allem halt in Rot. Das ist schon. Gefällt mir auch. Der hat ein bisschen gebraucht, weil. Ja. Es ist schade, wenn die ganze Teile nicht so schön zusammenpassen, wie man es gerne hätte. Aber was will man machen? Sonst kommt man nie in eine rote Prophezie. Mein grüner Rieken gibt's. Durchsichtige Rieken gibt's. Und blaue Rieken gibt's. Aber keine rote. Und was wir dann gebaut haben, ist der Honor. Mein Seagull. Das stand anfangs zum Gespräch, ob ich ein Seagull baue. Oder wie man das habe ich mir anfangs überlegt, ob ich mir Seagull kaufe oder eine Prophecy. Und die waren, glaube ich, ziemlich ähnlich teuer. Und ja, also vom Prinzip ist die Seagull wahrscheinlich eine ganze Ecke besser. Ganze Ecke einfacher zu modifizieren. So, da haben wir auch schon Federless tauscht und Lauf tauscht und alles. Aber ja, für den Kanal ist es deutlich besser, dass ich die Prophecy gebaut habe. Also, das ist halt vom Bastelspaß ist die Prophecy deutlich besser. Weil bei der Seagull ist es halt, ja, da hat ein paar Schrauben rein und gut ist. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Aber ja, gut, was wir gemacht haben. Ich vorne Pumpgriff noch, den auf das da anpasst, damit der auch zurückgeht. Und das ist einer meiner gelungensten Pumpgriffe. Also den finde ich richtig gut. Der ist halt auch ein bisschen angewinkelt, dass das, weil mit dem Blaster spiele ich halt schon ganz viel rum. Deswegen Bikano. Das gibt's ja schön in schwarz. Oder in dem. Ja, wie auch immer die Farbe da noch heißt. Aber ja, das Lila hat mir gefallen. Das hätte ein bisschen satter sein dürfen, also ein bisschen dunkleres Lila. Aber ja, gut. Kann nicht alles haben. So. Dann. Haben wir noch einen. Das ist mal was ganz anderes. Das ist andere Modifikation. Die Dartzone Villeninator, die haben wir auch gemalt. Mit Airbrush. Das Schießen tut sich nicht so richtig repariert. Da habe ich irgendwas beim Zusammenbau verdattelt. Irgendwie. Aber sie sieht gut aus. Und das war mir wichtig. Ich täte, also wenn ich das nochmal mache, dann ich täte sie nicht zerlegen. Weil das ist undankbares Bleistahl zum Zusammenbau. Aber wie schon gesagt, das ist echt cool rausgekommen. Da haben wir mit dem, was ist Gold, Kupfer, irgendwas in der Richtung. Mit dem schwarz Airbrush, der grün. Und für das, dass ich von dem Airbrush noch recht wenig Ahnung habe, da ist ein bisschen abgerieben. Ich glaube, fettige Finger mag das nicht so. Aber es sieht jetzt auch nicht schlimm aus. Da haben wir noch ein bisschen. Es kann schon sein, dass man das mit Airbrush die nächsten Monate noch ein paar Mal probiert. Dass man da vielleicht noch ein anderes Projekt findet.
das nur mit Airbrush gestaltet. Oder vielleicht andere Farbe, die vielleicht länger haltet. Oder vielleicht finde ich irgendeine Billigsblasterle, wo ich sage, ja, komm, da weiß ich sonst nichts mit anzufangen. Da machen wir, gestalten wir das ein bisschen. Aber das erfahrt ihr dann morgen, was wir nächstes Jahr so machen. Und das erfahrt ihr dann im Laufe des Jahres so. Hast du Abo da, dann kriegt ihr alles mit. Das sieht jetzt schon, das sieht ein bisschen anders aus wie die Blasterle auf dem Tisch. So, oder? Und damit, ja, nochmal rumgucken. Ist alles leer. Damit beenden wir das Jahr. Ich wünsche euch gute Rutsch ins neue Jahr. Lasst der Abo da. Dann seht ihr, wie es weitergeht. Dann guckt morgen wieder vorbei. Dann seht ihr, was wir nächstes Jahr so machen. Weil ich habe viele Ideen. Und ich meine, viele Ideen, die um ein Jahr so kommen. Und ihr könnt natürlich auch eure Ideen in die Kommentare loswerden, das ist ja klar. Und dann können wir da miteinander diskutieren, was man sonst so machen kann. Wenn es mir reizt, setzen wir es um. Oder wenn es genug sind, die das haben wollen, dann muss ich den Druck dann natürlich wahrscheinlich nachgeben. Da denke ich mir, komm, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann machen wir das. Also von daher kriegt man das alles hin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln, gutes Neues dann noch und bis nächstes Jahr dann. Euer Blaster-Ingenieur.